Und wieder mal willkommen zurück hier bei Tales of Xillia 2. Jetzt müssen wir auf dem Weg nach Marksburg, wo wir endlich hin können. Und ich habe es überlegt, und zwar bezüglich den Aliumkugeln, war. Ja, habe das Ganze mal angeschaut und so und denke mir, es wäre vielleicht nicht mal so schlecht, wenn wir das Ganze mal ein bisschen genau anschauen würden und vor allem mal ein bisschen ändern würden, war. Weil, wenn es einfach so blass es gerade aktuell ist, dann würden wir einfach nur eine Fähigkeit, beziehungsweise ein Element mit den zugeordneten Fertigkeiten und Artes einfach nur verstärken, aber die anderen dafür nicht. Wieso? Ja, es ist ja so, Aliumkugeln. Kannst du mal so angucken. Also, wir haben jetzt ein Extraktor-Tröpfchen bei Luger. Und das ist natürlich so, dass bei ihnen einfach alles, was mit Wasser zu tun hat, sprich entweder ja, die Arte halt, aber auch die Fertigkeiten, sehen wir zum Beispiel bei Jyde hier als Beispiel, leuchten. Also was mit Licht zu tun natürlich. Sprich, hier sind zwei Fertigkeiten, was ist am besten? Bei ihr. Bei Lies. Sie hat einen Sog drauf. Der extrahiert Dunkelheit und Wasser. Gleichzeitig. Ja, natürlich. Also sind damit zu tun, zum Beispiel schwarzer Pinsel, so beide Attribute drauf. Das sind auch solche Dinge, die ja, man verstärkt. Und da sind auch da unten irgendwie die Kosten dafür. Spielst jetzt insgesamt, ja, Stärken insgesamt 356 drauf und bei 400 würde es irgendwie das Ganze da steigern. Auf immer eine Stufe halt. Und auf R3 drauf drücken, sieht man, sie hat so viele Punkte, das sind jetzt ihre, also auf die halt auf Wasser, auf Finsternis und 30 auf Licht. Wieso auf Licht, keine Ahnung. Das waren die mal standmäßig drauf. Er hat die auch noch 30 auf, jetzt kann ich nicht, bei ihm ist Erde. Interessant. 30 auf Erde und 421 auf Feuer. Hier sehen wir es auch, Dämoneninferno, okay, so viel und so viel braucht es auch, bis er dann, sprich er braucht insgesamt 500, bis das Dämoneninferno verstärkt werden würde. Tja, natürlich ist, also beziehungsweise noch am geilsten, wenn wir einen Extraktor hätten, der alle Elemente umfassen würde, weil da müssen wir gar nichts mehr machen, dann wird einfach alle Arte, alle Fertigkeiten würden immer wieder verstärkt werden. Das wäre so geil, aber haben wir leider nicht, wa? Gut, jetzt mal gucken, Kieselstein, der macht das mit dem Erde. Natürlich die Frage bei ihm, ist das cool? Geschicklichkeit, schonungslose Kraft und Rüstungszermalmer. Hätte schon etwas. Wir können natürlich noch was weiter gucken. Funke. Ich würde sogar fast behaupten, eigentlich wäre es am besten, die zu nehmen, die halt alles irgendwie extrahieren. Ne? Hier Stärke zum Beispiel Blitzschlag. Feuer und Wind heißen Feuerfertigkeiten wie Stärke und langer Schritt werden verstärkt werden, aber auch die Fertigkeit Beweglichkeit auch noch. Azurschneide eine Mundspiegelung als Arte sowieso. Das wäre bei ihm jetzt, glaube ich, am besten, wenn wir den nehmen. Er hat Leuchte drauf. Weiß nicht, was bei ihm am besten wäre. Das hier fast, war. Blitzschlag, haben wir bereit. Geht das überhaupt so zum Wechseln? Ja, man darf wieder leuchten. Toll. Natürlich grausam viel, oder hier natürlich auch beim Sog. Dunkel aber glaube ich schon bei Lies. Von dem her wäre es natürlich besser, wenn ich etwas anderes nehmen würde. Leuchten passt zwar schon irgendwie zu ihm, aber ganz, na gut, wobei hier Blitzschlag, Alter, hat der dann viel. Zug hat auch ziemlich viel. Ja, ja, das ist natürlich eine schwierige Frage jetzt. Weil er hat eigentlich nur 5, verdammt, 5 ist nicht gerade so viel, aber wow, hier wieder, Alter, Moment mal, Lisa, was hast denn du eigentlich da alles? Negatives Tor, okay, du hast auch ein paar, aber nicht so viel. Blitzschlag hat vor allem viel. Aber das ist immer so, es sind immer zwei Elemente und natürlich die meisten immer viel, was da verstärken könnten, aber ich glaube, ich mache doch lieber so, dass Elise kriegt einen Blitzschlag. Wobei soll eigentlich eher Finsternis werden, oder? Das ist natürlich der mit so bei ihr schon. Ach Leute, es ist auch schwierig, was man da am besten macht. Natürlich eigentlich am geilsten irgendwie. Ja, doch, war, wenn man das Ganze irgendwie, wie soll ich sagen, ein bisschen ausgeglichen hätte. Wenn sie halt Punkte auf allen irgendwie Elementar-Dingern hätte. Gut, ich versuch's mal so. Wenn es nichts sieht, kann es immer noch wechseln, das ist ja kein Problem. Tja, was gebe ich ihm da? Wind, war? Ich denke am meisten davon. Jude, du hast jetzt, also Elise hat einen Blitzschlag, dann kriegst du einen Sog. Ja, und du Kumpel, du bist da ein bisschen am Arsch, weil du hast sowieso nur wenig. Tröpfchen hattest du jetzt die ganze Zeit über, deshalb hast du auch Wasser ziemlich viel, das ist zwar gut, würde gerne was anderes geben.
Wind, naja, der jetzt bereits. Weil Wind natürlich bei ihm auch geil wäre. Ja, Blitzschlange sowieso, verdammt. Na okay, ich mach's anders. Gib mir das hier, Kieselstein. So. Haben wir es, glaube ich, am besten irgendwie ausgeglichen. Zumindest mal fürs Erste. Bis wir auf neue Fertigkeiten kommen, neue Arten. Und wir das Ganze dann neu machen können. Natürlich auch bis es halt neue Extraktoren gibt. Die soll ich halt jetzt sogar 3 Elemente miteinander verbinden können. Oder soll ich sogar mit allen 6 Elementen. Das ist natürlich dann ganz geil. Falls überhaupt sowas möglich ist, wa? Weiß man ja auch nie. Gut, wohin gehen wir jetzt? Nach Marksburg wollten wir ja. Und uns dort mal umsehen. Ja, diese Alliumkugeln, aber das wirklich besser finden so als Liliumkugeln von früher. Weil da kannst du immerhin noch die einzelnen Fertigkeiten auswählen, wa? Also kannst du wirklich sagen, ja, du willst die und die haben hier. Bist ein bisschen aufs Element beschränkt, nicht unbedingt auf die Fertigkeit oder die Art selbst. Ist halt schon, ja, anders einfach. Was warst du jetzt, Jude? Was ist bloß zugestoßen? Also, mal sagen, Mila, sucht die Person, die hinter Julius her ist. Wo sind die anderen? Wenn Jude hier rumsteht, wieso sind die anderen nicht da? Verrückt. Das ist doch verrückt. So, kannst du abspeichern und damit die Person suchen, die gerade irgendwie erwähnt wurde. Die ja hinter unserem Bruder her ist, also im Grunde auch immer. Das werden wir hoffentlich bald schon erfahren. Toll, der Hafen und jetzt? Was ist ein Punkt hier unten? Der Elymhafen, okay. Und das war ein Stern. Wieso ist dort unten ein Stern? Oh, wieder mal eine Auftragsbörse. Gibt's nicht, da gibt's die auch. Überall. Wir gehen jetzt mal. Hallo? Ruckelt es gerade oder was? Das gibt's. Moment, überhaupt hin? So, jetzt aber. Nein, falsch. So, jetzt hier. Zum Sternsymbol. Du. Ja, also im Intro fahren wissen wir genau, wer hier ist. Ja, natürlich, was denn sonst? Kapitel 5, das Monster in der Gasse. Here, kitty, kitty, kitty. Here, kitty. Nothing to see here. Move along. What the heck are you doing, Leia? Jude? Leia! Long time no see. Elise! And Alvin, too! Don't forget your pal, Tipo! Were you talking to that kitty? Not exactly. I need to catch it for a special assignment. I thought you were a newspaper reporter, Leia. What gives? I told you, it's a special assignment. Ich muss für eine Sondermission anfangen. Lea ist zurück. Ja, yeah. Eine Katze für dich. Oder das sieht aus wie eine Aufgabe für Rollo. Mach's mal selber. Das war elegant. Now I gotcha, Julius. Julius? Uh-huh. That's his name. Julius Constantine III. That's Julius? Uh-huh. The third one, apparently. I've been asking all over about this cat. So, the person asking a lot of questions about Julius is Leia. And this Julius hacks up hairballs. I give Spirus intel and F, guys. Anyhow, thanks, guys. This cat belongs to our biggest advertiser. Where are my manners? This is Luger Kresnik. My name's Elle, and this here is Rolo. I'm Leia Rolando. It's a pleasure to meet all of you. So, Leia, are you a cat catcher? Huh? No way! I'm a newspaper reporter. Think of me as a truth catcher. It's an honorable job.
Speaking of, have you heard anything about the train hijacking? That right there's the story of the decade. Last I heard, they put out a warrant for that spurious bigwig, Julius Kresnik, I think? Wait a minute, Julius Kresnik? Did you step into trouble again? Uh-huh. Big trouble. Like super big trouble. But Luger is... I know. He's a friend of yours. Come on. Huh? Duval. I have an informant there. She's super duper in the know, so I'll introduce you guys. Oh, right, now we're getting somewhere. Ja, hoffentlich. Huh? Where'd Mr. Kitty Cat go? Oh no! He got... Hey, that guy with the black glasses. I've seen him before. Wie, wo, was, wer? Okay, dann komme ich nicht durch, wie es aussieht. Oh je, ist jetzt... Nee, sie ist nicht dabei, wa? Nein, sie ist nicht im Team, verdammt. Ah, vielleicht gab das noch. Dann hofft zumindest. Trifft den Informanten am Bahnhof Duval. Ja, wo genau? Mein Bahnhof, waren wir gerade von dem her. Oh Mann, du. Lea, okay, dass sie irgendwie so eine seltsame Mütze drauf hat. So you got sick of being a pampered pet and decided to explore the great outdoors. Sure. I feel you, kitty. Take it from me, though. This world is nothing but one big litter box. Ivar? He's talking to what's-his-name the third. Quick, grab that cat for me. Huh? Elegant, Ivar. And there it goes. See that? Even the deadliest creatures run in fear of my mighty weapon. Don't be a fraidy cat. Thanks. I bet you don't even know which end is up on that thing. War ja klar. Die nächste Waffe, Freunde. Der Hammer. Ah, ja, gut, von mir aus. Da kommt was Neues. Pick up your sledgehammer. So. Zack. Yeah. Das ist doch ganz einfach. Ja, also kapiert. Kannst du in umgekehrte Reihenfolge wechseln. Brauchen wir nicht. Also eine unheimlich große Reichweiten sind sehr effektiv. Was, echt? Sie können auch die gegnerische Abwehr oder Standhaftigkeit zerschlagen. Oha. You better nail this, because it's hammering time. This one's weird. Whoa! Hey! Ich werfe den Hammer plötzlich, ja, ist klar. So siehst du aus, Ivar. Cool. Ja, du, Ivar kann den ganzen Tag so lang machen, kein Problem. Der macht echt Spaß, ey. Bams! Wow, kein TP mehr. Wow. Voll in den Arsch, dem Ivar in den Arsch. Geh doch mal drauf, Mensch! Geht doch. You're so beefy, Luger. Der Hammer gefällt mir. Some beef right now. Und ein neuer Tropfstein. Physische Wiederherstellung. Psychische, Entschuldigung. So, you do know which end is which. But I'm warning you. Don't go swinging that thing around town. Some people have no consideration, I swear. So Ivar's working here in Olympias. What are you gonna do about the cat? I'll wrangle your furball. I've got some business to take care of here anyway. That sounds right up your alley, Alvin. What is that supposed to mean? Ah, but if I use a little spud as bait, I'll catch that cat in no time. Don't even think about it, little buddy. Why do you always have to be such a jerk? Well, okay then. I'll leave you two to it. I don't mind helping, as long as you don't use Tipo as catnip. Now, off to Duval.
Nein, die Gruppe teilt sich, gibt's nicht, ey. Es ist leer dabei, toll. Oh Mann, oh Mann. Na gut, also der Hammer ist echt geil, muss man zugeben. Was wollte ich gerade noch sagen? Ah, genau, in der Ausrüstung. So, wir ziehen doch mal noch auf die... Ja, aufs Emil-Kostüm. Ja, doch, passt irgendwie schon, war. Und natürlich auch eine gute Einstellung, oder vor allem eine gute Vorbereitung dann auf das Let's Play von Dawn of the New World. Was hoffentlich auch bald kommen mag. So, was das irgendwie soll... Ich hab nicht... Wo ist denn der? Ich sehe den nicht. Einfach nicht dran. Ein Gürtel vielleicht? Nee, sehe ich. Ich sehe da gar nichts. Das hat, nee, kann ich machen, das geht nicht. Egal, was? Leas Barett. Sieht das kacke aus. Gut, Lea, wie sieht's aus? Kommt hier was irgendwie? Idolmaster-Figur. Sicher eine Verbesserung. Zurückgebunden. Na. Na. Kommt weg. Und gerade viel besser. Mini-Chewie, was? Nee. Wäre auch doof. Idolmaster Haarband. Das hingegen hat was. Das ist langweilig. Nö, das passt schon. Okay, Leute. Luca bzw. Emil macht sich auf die Büchsen. Oh, Entschuldigung. Genau. Muss irgendwo hier sein. Ja, und wo? Wir sind ja hier. Lea, die Reporterin, die uns irgendwie einen Schmarrn erzählt hat. Hey, wir sind hier am Bahnhof. Willst du mal verarschen, Lea? Exclusive exposé. The terrible untold truth behind terrorist train tragedy. Investigative journalist Lea Rolando unravels the shocking mystery. Leia, what are you writing? Just jotting down some notes for an article. An article? You're like a reporter. Hey, there's no like about it. But those aren't articles, they're just dramatic headlines. You can't write a story to match a predetermined conclusion. Hey, professional journalists don't accept unsolicited advice from amateurs, mister. So as a professional, are you hitting your deadlines? You can't just copy off my homework the morning before class like you used to. Zip it, Jude. Why do you hate the free press so much? What does any of this have to do with the free press? I'm talking about professional responsibility here. What's with Jude and Leia? They're like... Wie ein altes Ehepaar. Da kann sogar Mutter und Tochter, nee. Als Ehepaar. Married? Whatever could you be talking about? Seriously now, do we really look like that? Aua! Wow, Leia's strong. Oh, sorry. It wasn't on purpose. In Leia's case, the staff is mightier than the pen. Ja, und ihr kriegst zu spüren, viel Schrank auch. Alter. So, Informant, wo ist der? Mir scheißegal, ich will den Informant sprechen. Hä, was ist doch der Bahnhof? Verstehe ich nur Bahnhof. Ich fühle mich total verarscht, Mann. Du. Also Terminal, toll Objektlagen, Lebensmittelhändler. Nee, machen nichts davon. Ich fühle mich... Gut, im Hafen, wa? Was? Moment. Netzgebiet, Hauptbahnhof. Eben, hierhin geht's zum Hauptbahnhof. Die muss hier sein. Bahnhof... Also... Er ist natürlich Marksburg, wa? Du weißt, es was anderes. Ah, ich Trottel. Ist jetzt hier oder was? Komm ich eigentlich wieder weg? Moment mal, Moment. Das haben wir gleich. Überall Hauptbahnhof. Okay, na doch. Und die anderen, die kommen nicht mit, oder was? Ah, ich hasse, wenn wir uns trennen müssen, ganz ehrlich. Gut. Duval, Land der Schatten. Was? Land der Schatten? I figured you were a no-show. Sorry I'm late. So, this is your informant? Yep, Jude, meet Jolene. Call me whatever you want, cutie.
Anyway, you know why we're here. The train hijacking, right? Maybe I know something, maybe I don't. I'm guessing it depends on whether we have money or info to trade, right? Hey, So that's the real story. It's true, I saw it all too. Good stuff. Guess it's my turn to share. Word on the street is Brat's been funneling a certain something to Exodus. Brought. That's the name of the government around these parts, right, Jolene? Supposedly. meaning... No dice. I like living. What are they sending? Weapons? Nope. Guess again. Spirit fossils and boosters. Say what now? That's right, kids. The next-gen stuff that's supposed to replace current Spyrex technology. Whoa, stop the press. This guy looks familiar. I suppose he does. This is Jude Mathis, the Spyrite researcher. Mom always wanted me to meet a doctor. You make me feel all chatty. Oh, Jude, you're like a celebrity. Rumor has it there's a demon prowling the alleyways of Duval. He looks just like a regular guy on the outside, but I hear he's hiding some monstrous power. He uses it to stalk his prey. Like glasses guy. Word is, even some of Brat's heavies have fallen victim. I just wrote it off as an urban legend, but maybe it's connected to the train hijacking after all. Tja, möglich ist alles. Das ist der Haftbefehl. Übersetzt. Gerüchte Stimmen geht zur Seitengasse in Duval. Soll man jetzt echt... das ist ja unglaublich. Nun gut, Freunde, wie es genau weitergeht hier in Duval halt. Mit Lea im Team dafür ohne Elvin, ohne Alice. Das ist noch vieles mehr wieder das nächste Mal hier bei Tales of Xillia 2. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.